dass Gott so stark in deinem Leben ist. Alles ausfüllt in dir innen. Übernatürliche Realität. Übernatürlich. Was bedeutet das genau? Und zwar habe ich kürzlich etwas erlebt. Ich war in einer Stadt unterwegs. Plötzlich ist mir ein Gedanke gekommen, für diese Frau vor mir zu beten. Ich bin zu ihr her und gesagt, kann es sein, dass ihr irgendein Problem habt mit Knien oder so. Und ich gemerkt, sie versteht mich gar nicht richtig. Sie kann nicht wirklich gut Deutsch. Aber wir haben uns verständigt. Und ich für sie beten, weil sie Schmerzen hatte im Knie. Und das ist komplett geheilt worden. Gerade sofort. Sie konnte es gar nicht sagen. Sie war so überwältigt, dass sie gleich angefangen zu rennen. Und ich liebe so Geschichten. Wenn Gott kommt und etwas macht, einfach mitten in unserem Alltag hinein. Aber weißt du, das andere ist, manchmal habe ich das Gefühl, wir reduzieren Gott auf Knieheilungen, Kopfweh geht weg. Ich habe ein Wort von Erkenntnis, das eingetroffen ist. Aber das ist noch lange nicht übernatürlich. Das ist noch lange nicht die Realität, die die Bibel davon redet. Zum Beispiel lesen wir hier von Moses, wo er da mit dem Volk unterwegs ist und Gott sagt, hey, weisst du was? Geht selber, ich habe genug von euch. Und der Moses sagt, nein, wenn du nicht selber mit uns kommst, mache ich keinen Schritt mehr. 2. Mose 33, musst du mal lesen. Ich mache keinen Schritt mehr, wenn du nicht da bist. Kennst du die Realität, dass Gott so stark in deinem Leben ist, alles ausfüllt in dir innen? Nicht nur ein bisschen Kopfweh wegnimmt, nicht nur ein bisschen Knieschmerzen wegnimmt, sondern dein ganzes Leben verändert. Dein Sein, dein Fühlen, dein Denken, dein Handeln, alles durchdringt. Wenn Gott da ist und uns total erfasst, dann erfasst er mich eben nicht nur, wenn ich auf einen Einsatz gehe und für jemanden beten will, sondern ich bin auch in einem übernatürlichen Bereich in meiner Beziehung. Beim Arbeiten, wenn ich Entscheidungen treffe, will ich die heiraten oder nicht, oder was auch immer. Gott umfasst die ganze Realität. Weil weisst, ich switche nicht zwischen übernatürlich und natürlich. Weil das, was die Bibel davon redet, dass Gott in uns lebt, uns erfüllt, ist nicht etwas, was sich trennt vom Natürlichen. Also super, hypernatürlich, sondern es ist totale Realität. Und ich möchte dich ermutigen, dass du so wie der Moses die ganze Fülle von Gott suchst und sagst, Gott, erfüll mich ganz, komm du mit, sonst mache ich keinen Schritt mehr. Dazu möchte ich dich ermutigen, weil es geht nur um Jesus, nur um ihn. Dass wir unser ganzes Leben ihm hergeben. Und nicht nur, wenn wir auf einem Einsatz sind.